Rund um die Westfalenhallen in Dortmund ist in diesen Tagen auch einiges los. Volksfeststimmung. Denn dort läuft seit 2 Wochen das Ramadan-Fest mit zahlreichen Besuchern aus der ganzen Welt. Es gilt deshalb auch als das größte Fest dieser Art in ganz Europa. Ja, und Ramadan, das ist der muslimische Fastenmonat. Genauso lang dauert auch das Fest in Dortmund. Und Desiree Rösch ist für uns live heute Abend dabei. Desiree, Fasten heißt für die Muslime ja eigentlich kein Essen, kein Trinken vor Sonnenuntergang. Heißt das, die Party steigt auch erst, wenn es dunkel ist? Nein, im Gegenteil. Es kommen immer mehr Menschen hierher, um hier schon zu feiern. Muslime, Nicht-Muslime, Leute, die fasten, Leute, die nicht fasten. Viele kommen hierher, um einfach hier die Stimmung zu genießen oder hier Eindrücke von solchen Ständen zu genießen. Es ist wie ein Märchen aus Hause und einer Nacht. Gewürze, Nüsse, Obst, alles aus der Türkei. Übrigens, das ist ein Betreiber, der extra aus der Türkei hier angereist ist. Also es ist wirklich ein Fest für alle Sinne, auch wenn man nichts isst. Und viele gucken sich das auch einfach nur an, schlendern hier über den Markt. Wir haben hier zum Beispiel eine deutsch-türkische Familie. Was ist Ihr Eindruck? Ja, eigentlich, ich finde das ganz schön. Wirklich. Das ist wunderbar. Hier gibt es so viele leckere Sachen, da kann man gar nicht fasten. Fasten Sie? Nein, ich faste nicht. Also ich habe früher eigentlich gefastet, aber später, nachdem man eigentlich Kinder hat und man arbeitet den ganzen Tag, ist ein bisschen anstrengend. Es ist auch viel zu lecker, das alles jetzt noch nicht zu essen, weil wir haben uns vorhin mal hier umgeguckt, das ist wirklich toll. Es steigt einem ein Duft hier in die Nase. Man kann hier wirklich riesige Areale abschreiten, ganz viele Zelte, die hier stehen, mit Essen, mit Trinken, mit wirklich leckeren Sachen. Gucken Sie mal. Oder? Und Şeyma steht den ganzen Tag in einer Köftebude und bereitet Essen zu und ist am Kneten und macht und tut nicht den ganzen Tag, natürlich ab 18 Uhr ab Beginn. Wie ist das, Şeyma? Du fastest und bereitest die leckeren Speisen zu. Es steigt dir der Duft in die Nase. Wie schwer fällt dir das? Das ist eigentlich nicht so schwer. Also ist eigentlich viel leichter, weil die Zeit dann schneller vergeht, man hat was zu tun. Und ich finde, der Duft sättigt einen schon. Warum fastest du? Ja, weil das mir von der Religion her vorgeschrieben ist und, wie soll ich sagen, kann man gar nicht beschreiben. Tut dir gut? Ja, einerseits schon, ja. Okay, vielen Dank. Ich weiß, der Chef weiß, du musst wieder zurück und du freust dich sicherlich auch aufs Fastenbrechen, oder? Natürlich. 10 vor 10. Dankeschön, Şeyma. 21.50 Uhr ist Sonnenuntergang und wir wollen Ihnen mal zeigen, wie es aussieht, wenn alle zusammen hier Fasten brechen, wenn sozusagen die Fastenzeit vorbei ist für den Tag. Wir haben nämlich Bilder aus den letzten Jahren. So sieht es aus. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Der Muezzin ruft, geht's los mit dem Essen. Erstmal isst man eine Dattel, um den Magen für die Nahrung vorzubereiten. Und dann gibt's die leckeren Speisen. Dann stehen die Leute Schlange an den Buden. Dann wird gemeinsam gegessen an langen Tischen, an langen Tafeln. Man trifft sich mit der Familie, mit den Freunden. Das ist ein Riesengenuss. Das Wetter heute ist ja auch so toll, wie wir es hier bei den Bildern sehen. Und nach dem Essen ist hier erstmal richtig Party mit Tanz, mit Folklore. Und das ist dann wie so ein orientalisches Volksfest hier. Rico Costa Rica ist einer der Veranstalter hier. Stimmt es wirklich, dass das das größte Ramadan-Fest dieser Art ist in ganz Europa? Ja, das stimmt auch. Das ist auch die Europas beste und ich sage mal jetzt einfach zusammen mit Familie, Freunde, zusammen, wo die alle Mann sich hier treffen, ist auch tatsächlich auch Europas Beste auch gewählt. Wurde auch bewiesen auch. Und sogar in der Türkei kennt man das Fest, ja? Ganz genau, in Sultanahmet in Istanbul, das ist auch weltbekannt dafür auch. Aber wir machen das auch Tradition, alle Europa treffen sich bei uns, wir treffen uns, wir essen zusammen. Okay, und das Fest geht bis zum 3. Juli, kommen Sie einfach vorbei, in Dortmund, rund um die Westfalenhalle.